Hallo zusammen, grüezi miteinander, hoi miteinander, wie auch immer. Hey, einen schönen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Samstag, ich habe mir überlegt, von jetzt an mache ich, glaube ein Video am Samstag für euch auf Schweizerdeutsch. Die mich kennen, mein Umfeld, ihr habt ja das Wellen so. Ja, und heute habe ich gedacht, tue ich ein bisschen über mein Privatleben erzählen. Es wird interessant. Wir gehen tief ins Detail. Also, die mich kennen, die wissen, ich bin ein Türk, oder? In Deutschland geboren übrigens, in der Schweiz aufgewachsen, auch ein bisschen in der Türkei gelebt, dort ein bisschen in die Schule. Ich bin mit 11 in die Schweiz gekommen. Und ich habe es eigentlich nicht so einfach gehabt mit dem Schweizerdeutsch. Aber über das habe ich ja mal geredet. Das ist nicht unser Thema heute. Heute ist unser Thema Ferien. Ja, Ferien. Wir haben Corona, ihr wisst, es ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Aber ich gehe trotzdem in die Ferien, ich gehe trotzdem in die Türkei. Natürlich als Türk gehst du natürlich in die Türkei ans Meer. Nicht, weil es super, super schön ist, es ist einfach günstig. Wieso soll ich auf Spanien, wenn du doppelt so viel zahlst, wenn ich in der Türkei das für die Hälfte bekomme, oder? Und ich habe ja Sprache. Ich meine, ich bin ja im Heimvorteil, oder? Wieso soll ich auf Portugal gehen, wenn ich kein Wort Portugiesisch kann und zahle mehr, wenn ich in der Türkei weniger zahle und Sprache habe? Ich meine, es ist ein geiles Erlebnis, wenn du in den Laden gehst und der andere meint, du seist ein Deutscher und schnurrt über dich blöd. Und du gibst ihm dann auf Türkisch Antwort und sagst, du, ich verstehe dich dann, gell, pass auf. Also ist auch schon vorgekommen. Hey, ich und meine Frau, wir gehen in die Türkei, wir gehen auf Antalya, fliegen wir. Wenn nichts dazwischen kommt, immer so zweimal. Aber weißt, wir müssen hier auch schauen, oder? Also, im Überfluss haben wir es ja auch nicht. Aber wir gehen zweimal. Jetzt wegen Corona war es ein bisschen scheisse, das wisst ihr, oder? Und ja, jetzt gehen wir vielleicht im Juni, ich weiß es noch nicht, wir haben noch nicht gebucht, wir warten ab wegen Corona. Aber was ich euch erzählen will, was ich und meine Frau mal dort erlebt haben. Wir sind jetzt ein paar Mal im gleichen Hotel gewesen. Ich meine, es hat Jahre gegeben, da bin ich zweimal, dreimal in der Türkei, einmal mit dem Auto. Wir gehen ins gleiche Hotel und dort am Strand kommt der Strandjunge, sagen wir dem, aber der Strandjunge ist eigentlich gleich alt wie ich, oder? Der Osman. Und den Osman habe ich dann näher kennengelernt. Oder ich bin dort am Liegen und er ist eigentlich am Arbeiten. Gut, er liegt man auch viel. Also, man könnte meinen, er ist auch ein Tourist. Aber er macht sein Zeug. Er kommt ja Trinkgeld über. Ja, und dann, immer wenn er Zeit hat, kommt er zu mir und dann tun wir Türkisch reden. Also, dann tue ich reden und dann ist meine Frau ruhig. Weil, wenn wir in der Schweiz sind, tut sie reden. Dann habe ich keine Chance, oder? Ich habe schon die Hosen an, aber sie hat auch Hosen an. Und sie sagt, welche Hosen ich anlegen soll. Also, aber dort bin ich ja im Heimvorteil. In der Türkei bin ich der Chef. Also habe ich manchmal das Gefühl. Manchmal bin ich es auch nicht, habe ich schon gemerkt. Aber gleich, der Osman, der ist ein guter Kollege geworden von mir. Oder? Der Strandjunge, eigentlich ist es ein Mann. Er ist geheiratet, hat eine Tochter, hat Familie dort, oder? Und ist eigentlich von Norden, von Türkei, dort runtergezügelt und hat dort als Strandjunge, schafft er, glaube ich, schon seit x Jahren und verdient sein tägliches Brot mit dem, oder? Und dann sind wir Kollegen geworden und dann sagt er eigentlich, kommt doch zu uns einmal essen. Also essen. Essen. Er hat uns eingeladen, ich und meine Frau, und dann habe ich meine Frau schon vorgewarnt. Ich sagte, klar kommen wir, oder? Meine einheimisch. Das ist nicht gleich wie im Hotel. Dort hast du auch türkisches Essen. Aber wenn die Hai,
Eine Hausküche ist doch anders wie eine Hotelküche, oder? Gut, sind wir dorthin und ich habe meine Frau, übrigens, eben wie vorher gesagt, habe ich vorgewarnt und gesagt, hey, los, da gibt es im Fall immer noch Leute, die essen auf dem Boden. Die tun auf dem Boden. Gibt es eine Decke und dann gibt es so ganz dünne Küsse, wo man das Füdli dort drauf tut, hockt runter. Und dann kommt jeder seinen Teller rüber. In der Mitte ist eine Salatschüssel, oder? Dort nimmst du einfach den Salat aus. Es ist also nicht für jeden ein Teller. Da hast immer das Gefühl, sie essen aus deinem Teller, aber es ist nicht so, das grosse Teller ist für alle. Und ja, jetzt musst du dir vorstellen, ich habe das gemacht letztes Mal vielleicht mit 15. Ich habe so Scherenschnitt und runter. Nein, falsch. Ich habe noch Kampfsport gemacht, zeitlang Karate. Dort konnte ich es auch bis etwa 19. Und dann habe ich aufgehört. Dort konnte ich es noch können, so Beine so und runter und so essen, oder? Und dann habe ich der Frau vorgewarnt und gesagt, los, das könnte im Fall sein. Und es war wirklich so gewesen. Wir sind gekommen. Sie waren wirklich nett gewesen, alles. Wir sind gekommen. Mit der Wohnung hier und dann hat er das erste Mal die Wohnung gezeigt, das Schlafzimmer nicht, Balkon, Wohnzimmer, Küche. Und er hat gesagt, ja, da ist Bad und so, oder wenn du auf die Toilette musst. Er hat gesagt, ja, ist gut. Und dann sind wir ins Wohnzimmer gekommen, nie an den Tisch, kein Stuhl, nichts. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht hat er im Schlafzimmer so Klapptisch und Klappstuhl. Hey, nichts. Zuerst haben wir einmal einen Tee bekommen und dann haben wir den Tee getrunken. In der Zeit, wo wir Tee getrunken haben, hat seine Frau Boden unten getischt. Und dann habe ich schon, ich habe nicht überlegt, in dem Moment, wenn ich dort runterhocke. Ich habe nur überlegt, wie stehe ich wieder auf. Oder? Ich meine, jetzt 53 bin ich da gewesen, oder? Letztes Jahr. 53, ja. Oder vorletztes Jahr? Nein, letztes Jahr ist das. Egal. Hey, letztes Mal mit 19 so runtergehockt, seitdem nicht mehr. Ich habe die Bewegung nicht mehr gemacht. Hey, ich kann euch sagen, es war dann so weit gewesen, und dann sagte ich habe ja leicht Übergewicht, man sieht es ja, oder? Ich bin gut ernährt, meine Frau kocht gut und die Schweizer haben super Schoki, das ist eben auch der Scheissdreck in der Schweiz, dass es so einen feinen Schoki gibt, oder? Da wirst du immer dicker und ründer, oder? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also, wenn ihr wissen, also, ich bin nicht ganz 100, also etwa 97 Kilo. Also nicht ganz 100, anders 100. Also Gewicht nicht ganz 100. Da bin ich schon noch ganz 100, aber Gewicht ist nicht ganz 100. Gut, dann sind wir den Tisch runtergeguckt und beim Runtergucken haben schon 2, 3 Muskeln ein Zeichen gegeben. Oder? Und schon... Weißt, und dann hockst du dort unten und hast eine Ranze und sollst dich gegen vorne bücken und sollst essen. Es geht nicht. Und dann hatte ich noch einen Gurt an, da hat man auch noch einen Ranzen reingedrückt. Auf jeden Fall, bereits nach 2 Minuten, habe ich Stellen gespürt, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass ich die Stellen habe. In meinem Körper. Im Spiegel siehst du die nicht. Echt nicht. Hey, und es hat angefangen hier und dort reissen und ziehen und anfangen immer mehr weh machen. Und ich habe immer wieder gegen vorne. Das Essen war perfekt. Hey, wirklich alles. Sie haben sich, die Frau hat gekocht, 1A. 1A. Aber ich kann so nicht essen. Das ist für mich eine Tortur. Tortur. In der Regel tust du ja das Essen geniessen. Und ich habe dann langsam, oder? Und ich habe dann, weisst, komm, hau rein. Und ich hätte eigentlich noch weiter können essen. Er hat gesagt, Osman, ich muss aufstehen. Und er hat es gemerkt. Ihm war nicht recht gewesen. Hey, dann bin ich aufgestanden, bin auf die Postergruppe gehockt. Ich sagte, ja, es ist gut, alles fein, aber eben, für mich ist gut und so. Und dann bin ich aufgestanden, nachher ist die Frau aufgestanden. Die Frau hat kein Problem gehabt. Ich weiss auch nicht, was die Frau macht. Sie ist beweglich, aber sie macht ja auch keinen Sport. Nicht. Früher ist sie mal ein bisschen säckeln, aber jetzt, gut, sie säckelt den ganzen Tag wegen dem Geschäft und so weiter. Oder? Und ja, safe. Ja, ich habe sie auch so kennengelernt. Wir haben uns eigentlich während dem Säckeln kennengelernt. Während dem Arbeiten, oder? Gut. Und dann bin ich auf der Postergruppe gehockt und dann hat es geheißen, ja, jetzt gibt es Kaffee und Kuchen.
Und dann bringt sie so für jeden, aber für jeden so kleine Tischchen und tut Kaffee dort drauf. Und dann habe ich gedacht, wieso hast du mir den Teller vorne nicht da drauf da? Hätte ich ja normal können essen. Hey, jetzt hätte ich noch fast Türkisch geredet. Ja gut, Fehler passieren jedem mal, oder? Nein, was wollte ich sagen? Das war ein Erlebnis. Hey, das ist echt. Meine Frau, die erzählt jetzt noch von dem. Oh, das war gut. Und weißt, sie hat ja gesehen, wie die Türken so die Heime sind. Türken sind sehr, sehr gastfreundlich. He? Sie sind sehr, sehr gastfreundlich. Ausser, sie hocken im Auto an. Wenn ein Türk ins Auto hockt, Steuerrad, Motor anlässt, es passiert in dem Mensch etwas. Der ist nicht mehr der vorher dir so freundlich, gastfreundlich und alles gemacht hat. Aus dem wird ein aggressiv, hupen, schnell fahren, voreinander, drängeln. Gehen in die Türkei, aber bissen gut, fahren kein Auto. Von mir aus könnt ihr Taxi fahren, von mir aus könnt ihr Dolmusch fahren. Es gibt so Büsli dort, die heißen Dolmusch. Von mir aus könnt ihr Büsli fahren, von mir aus könnt ihr durch die Türkei fliegen mit dem Flüger. Aber tun selber bitte kein Auto mieten, fahren in der Türkei kein Auto, weil die reissen dir wirklich den letzten Nerv aus. Das ist schlimmer wie Boden und Essen. Ich gehe mit dem Auto, aber ich bin froh, wenn ich nicht auf die Straße muss. Ich gehe zu den Eltern, stelle den Karren an und sage, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Wie fahre ich da wieder retour? Aber ich gehe jedes Mal wieder mit dem Auto allein. Das habe ich doch auch schon gesagt. Und ich mache das gern. Weil irgendwo durch hat doch jeder einen Dachschaden, oder? Gut, nicht, dass ich jetzt Dachschaden habe, aber das ist halt mein Nachteil. Ich liebe es einfach, was soll ich machen? Ich fahre gerne so weit Auto. Ja. Ein anderer würde sagen, geh doch mit dem Flüger, ich weiß es, aber es ist nicht gleich wie mit dem Auto. Hey, hoffentlich hat das euch gefallen. Übrigens, der erste Schweizer Video, das ich gemacht habe, hatte ich 32 Abonnenten. Jetzt habe ich gerade vorher geschaut, wir sind bei 57 und das ist nichts. Das ist tote Hose, das ist absolut nichts. Ihr müsst euch abonnieren, ihr müsst wirklich Nachbarschaft und alle Geschäfte in der Bude, im Sportverein, im Swingerclub, weiss auch nicht, wo ihr halt so sind, sagen, hey, es gibt einen Murat Bozdogan. Es tönt ähnlich wie Bozdogan. Hey, könnt euch abonnieren. Ich muss 1000 Abonnenten haben bis Juli. Jetzt muss etwas gehen, bisschen gut. Jetzt, ihr müsst doch auch ein bisschen an mich denken. Hört, ich habe jetzt auch an euch gedacht. Hey, bleibt gesund und bleibt mit dem Murat. Ciao zusammen.